Ich will nur wieder, weil mir hatte nur der Text ein bisschen vieler letzter Zeit haben durch und dafür will ich nicht präzisieren, zu werde ich Stellung holen. Und das ist die Motion, die man nur Mitte präsentiert tun, über den TTIP, nicht über den CETA. Und die Motion hat als Objekt eigentlich eine Lektion zu ziehen aus der Debatte, die wir über den CETA hatten. Wir hatten gesehen, und ich hatte das für du kurz angeschwert, dass man einen gewissen Fluktuation, wie man so hatten, an Debatten, an der Manier, wie soll man so als Nationalparlament gehen, wenn wir so einen internationalen Treaty als Lützeburg gelöscht kriegen, auf wie wir als Position dazu sollen formulieren. Die Motion, die DDR hat präsentiert, leider eigentlich sinngemäß an der Richtung, von dem die Majorität hat präsentiert wird, was den CETA angeht. Nämlich die Hauptelemente sind die, dass die Regierung führen alle Decisionen an europäische Gremien soll Chamber informieren. Auch das als ein Element, das an der Majoritätsdecision zum CETA vorkommt. Die zweite Forderung ist, dass wir sollten ein Mandat, die Chamber soll ein Mandat geben der Regierung, das ist nicht gerade so stark an der Majoritätsmotion von heute über den CETA, geht aber auch an dieselbe Richtung. Die Majorität schwätzt von einer Konsultation, von der beste politischer Kommission, wir schwätzen von einem Mandat. Und das dritte Element ist, dass man muss darauf insistieren beim TTIP, dass das unbedingt ein Akkord mixt soll sein, und ich meine, alle Parteien haben das halt auch nachher betont, wie wichtig das ist. Ich meine also, dass inhaltlich an dem, was der DDR proposiert, wahrscheinlich, ich ging Mengen, alle Parteien könnten damit d'accord sein. Das ist einfach leer aus der CETA-Diskussion, das ist ein Signal auch Richtung Brüssel, wie wir den Umgang mit einem eventuellen Akkord über den TTIP vorstellen. Ein Akkord, den es ja noch nicht gibt. Auch das muss man noch streichen. Den TTIP ist noch eine Verhandlung. Wir haben noch keinen konsolidierten Text, wir haben noch keine Endversion. Aber es ist klar, dass man, egal wie die Verhandlungen führen, wann sie zum Aufschluss kommen, da muss man uns an einer verantwortungsvoller Position befinden, wie das mit Interesse von der Chamber vom Land können auch an denen Ratifikationsprozeduren vorholen. Ich will auch vielleicht eine kleine Bemerkung dabei machen. Das ist in letzter Zeit immer im Rechtsgang, dass den TTIP unbedingt aufgeschlossen gehen nach einer der Administration von Präsident Obama. Das ist vielleicht eine Versuchung, für so zu denken, auch wenn es Fast-Track-Decisions an anderer, die am amerikanischen Kongress geholt wurden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir es nicht mit dem Argument ganz sehr an eine Verhandlungssituation als Europäische Union beginnen, wo man Konzessionen machen, die man nicht gehen mehr, wenn man es die nötige Zeit gehen lassen, wie so einen wichtigen Treaty zu verhandeln. Und wir sollten uns nicht vom amerikanischen Kalender an unseren Decisionen beeinflussen lassen. Wir sollten also hier, und das ist eigentlich die Proposition, die DDR heute möchte, auch gegenüber dem TTIP das betonen, was wir heute gegenüber dem CETA betonen, an dieselbe Richtung gehen, direkt so, wir hätten gerne einen Akkord mixt, direkt so, wir wollen als Parlament daran beteiligt gehen. Das ist das, was wir als heute hier gestalten und das wir Herr Präsident und andere Kollegen heute proposieren.